Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Ich befinde mich auch immer noch mitten im Pandarium. Wir haben noch ein paar offene Quests, die ich gerne erledigen würde. Wie man im Hintergrund schon sieht, um den habe ich mich irgendwie doch noch nicht gekümmert. Aber ich hoffe, das bringe ich mal bis zur nächsten Folge an. Ich habe jetzt direkt gedacht, wir gehen uns mal um den Kessel kümmern, weil ich habe nämlich gesehen, auf der Karte da hinten würde sich eigentlich der Kessel befinden, wo wir uns schnappen gehen. Und ich habe gedacht, wir machen uns doch da mal gemütlich auf den Weg. So, wir sind sowieso Level 35. Ich muss jetzt nämlich langsam schauen, weil das ist eine Zone, die nur sollte bis Level 35 gehen. Und jetzt müssten wir mal schauen, weil ich glaube, die ganze Insel ist schon bis Level 35. Ich habe jetzt gedacht, ich levele da mal weiter noch ein bisschen. Werde mich auf die nächste Folge sicher mal mit den Add-ons erkunden. Dass ich da wirklich ein mega geiles Interface irgendwie anbekommen soll. Und gleichzeitig, wo ich am besten jetzt weiter questen, weil es hat mir ja nicht gesagt, hey, geh dort weiter questen oder dort. Und darum ist das ein bisschen scheiter, aber ich hoffe, dass wir das im Großen und Ganzen anbekommen. Ah, muss ich den ziehen? Kann ich jetzt nicht fliegen? Ah, ich muss den wirklich durchziehen. Okay, aber ich kann das trotzdem auf meinem Reittier machen. Das sieht schon irgendwie ziemlich speziell aus. Ja, nicht, dass mir der plötzlich abgeht. Auf das habe ich jetzt gar keine Lust, wenn ich da einfach so loslaufe, ohne schauen. Kommt er? Ja, ganz leicht. Ja, ich komme, du Putti. Ganz langsam. Mein Gott. Jetzt muss ich mal schauen, wenn ich da zurückkomme, einfach am Weg entlang. Eigentlich. Ich muss einfach schauen, dass der Topf schön an uns dran bleibt. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass dann irgendwie einfach eine Quest abgebrochen ist, weil irgendetwas abgerissen ist. Und auf das habe ich jetzt gar keine Lust. So, wo bleibt mein Töpfchen? Topf. Dort ist er! Putz, komm! Gassi. Hast du deine Pipi können machen? Supi. So. Ich komme mir wirklich gerade vor wie so ein kleiner Hund, den wir gerade mit uns mitschleifen. Komme ich da den Hügel drauf und kommt der Topf auch den Hügel da drauf? Also ich komme rauf. Wie ist es mit meinem Töpfli-Hund? Ja, sieht ganz gut aus. Okidok. Er hält ganz gut mit. Ich glaube, er hat zu Fuß wäre eigentlich fast am besten gewesen, dann müsste ich auch nicht immer hinterher schauen. Aber da kommt ja unser kleines Sündchen. Jawohl. So. Irgendwo da hin. Jetzt müssten wir noch da rauf schaffen. Ich hoffe, dass... Ui, der macht ja gerade querwegs in die Überbrücke rein. Der könnte das auch nicht Weg brauchen. Aber so haben wir schon den Topf eigentlich beieinander und können ihn jetzt endlich schon abgeben. Dann haben wir nämlich die Quest gut erledigt. Nice! Schweizer, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, euch zu sehen. Aufsicht zu führen macht hungrig. Also ich bin hauptsächlich immer hungrig, aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Meldet euch bei Hohen ältesten Wolkensturz im Bankettareal im Jadewald. Dann machen wir doch das liebend gern. Irgendwie zeigt es mir da noch Quest, da ist die davon da innen. Jawohl, da! Ihr bekommt eine Handvoll Süßigkeiten. Quest beenden. Süßes oder Saures? Ich glaube, das hat mit Halloween zu tun. Nehmen wir doch auch liebend gerne nach. Ich bin ein Skelett. Hä, wieso bin ich jetzt ein Skelett? Ja, nice, okay. Leben wir mal so Geld, das gefällt mir ja, das Outfit. Wie lange bleibt denn das? 60 Minuten lang sind wir jetzt ein Skelett. Nice. Die andere Quest befindet sich da hinten. Jetzt hoffe ich, das verschwindet nicht. Wir sehen nämlich ziemlich episch aus, so mit dem Skelett. Nein, wir bleiben eins. Nice. Sieht nämlich auch ziemlich übel aus. Also übel gut aus. So, und dann sind wir da wieder auf unserem Bankett, das kennen wir ja schon. Da haben wir uns beim letzten Mal schon halb ins Koma getrunken. So, Quest beenden. Tiankloster beendet. Schweizer lebt dreimal hoch, dreimal mal und gebt ihm 3 Bier. Ui, 3 Bier. Okay, ich liege da wie ein halbes totes Skelett unter dem Tisch. Ne? Nice. Jetzt kann ich mich da wieder... Okay, das hat ziemlich spannend ausgesehen. Das hat wirklich ziemlich spannend ausgesehen. So. Das ist schon ziemlich speziell jetzt, auch wenn wir ein Skelett sind. Das hat jetzt geil ausgesehen, wie wir so ganz langsam gegen raufgekommen sind. Ich würde aber sagen, das lassen wir jetzt mal so stehen. Wir haben nämlich da gerade mal schon die nächste Quest auf Lager. Die anderen führen uns dann langsam ins nächste Gebiet rein, soweit ich das sehe. Aber das Problem ist aber immer noch das gleiche, egal wo ich da angehe. Es ist bis Level 35. Die Frage ist, wo gehe ich als nächstes questen? Eigentlich ist es... Nordrhein wäre bis 30 gewesen. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt sind wir hier in Pandaria. Jetzt muss ich einfach trotzdem mal schnell da auf der Karte drauf bleiben. Weil da unten haben wir noch Quests. Und sonst, wisst ihr was? Nachher machen wir uns direkt mal ins nächste Gebiet auf. Wir haben da einen noch mehrere Quests zum Abgeben. Da einen hätten wir sonst auch noch einen. Wildnis. Sonst machen wir die mal noch schnell. Ich schaue, dass wir da schnell unser automatisches Fliegen reinmachen. Und jetzt schaue ich mal ganz kurz, wo wir da als nächstes hingehen. Da haben wir ja eine Insel, die würde ich eigentlich gehen von Level 10 bis 45. Problem ist einfach... Doch, da hat es Anfangsquest, aber wie komme ich dort am besten an? Muss ich da noch... Jetzt schon schauen, dass ich da nicht...
So, da hätten wir auch von 3 bis 50. Also wir müssen uns irgendwie mal noch entscheiden, wo wir genau hin würden wollen. Wir könnten jetzt hier questen oder da questen. Also alle 3 Inseln wären eigentlich gut zum Questen gedacht. Wir müssen einfach schauen, dass wir wahrscheinlich jetzt den Pandaria schon ausnahmsweise verlassen. Also hätten wir jetzt, wäre das jetzt so früh eingetroffen, dass man bis Level 50 nur leveln kann, hätten wir jetzt recht viel vom Pandaria gesehen. Finde ich halt ziemlich schade. Aber wir müssen es halt so nehmen, wie es kommt. Der Malstrom ist bis Level 35, also eigentlich gleich wie da. Warum haben wir denn Nazgrim Flotschhügel? Das sind ja wirklich alles Quests, die da auf dem Ding sind. Ich habe keine Quest bekommen, wie ich wegkomme von Pandaria. Dann frage ich mich jetzt schon die ganze Zeit, ob ich mal wirklich soll mich aufmachen nach Orgrimmar. Und vielleicht dort mal güchseln, ob wir dort eine Quest bekommen, zum Weiterkommen. Aber ich glaube, das ist fast schon das Beste, wenn wir es wirklich mal ausprobieren. Einfach zurück auf Orgrimmar. Wo habe ich denn meinen Ruhestein gesetzt? Gastwirt an einem anderen Ort, ja, aber wo? Bring doch zurück nach Morgenluft. Wo ist denn Morgenluft? Das ist eine gute Frage. So, wo ist die Quest gegeben? Da oben im Gebüsch versteckt. Kannst du dir noch ein bisschen offensichtlicher zeigen? Mein Gott, Quest beenden. Der hat direkt neu für uns. Ich denke, wir machen jetzt einfach mal da ein bisschen weiter. Tötet 8 Reiser der Schlangenschuppen oder Eintrinker der Schlangenschuppen. Ich würde sagen, machen wir doch das mal ganz kurz. So, da. Eintrinker der Schlangenschuppen. Das sind, glaube ich, diese hier. Ich würde sagen, dann kümmern wir uns doch direkt mal um ein paar von denen. Die Lölis da klauen irgendwelche Dracheneier. Also ich hätte gerne so einen Drachen für allgemein ein Mount zu haben. Das wäre noch übel episch. Aber ich glaube, das will wir auch irgendwo auf Pandaria kommen. Wahrscheinlich müssen wir uns da dumm und dämlich questen für so etwas. Und irgendwie habe ich da jetzt noch Fähigkeiten reinbekommen, die ich gar nicht haben will. So. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ich glaube, da können wir jetzt sogar unser nächstes Talent noch auswählen. Das kann ich jetzt gerade so nebenbei machen, während wir noch einen tötet. Und das sollten eigentlich immer noch die gleichen sein wie vom Anfang. Wenn die Zorn der Wildnis abläuft, wie dann Bein der Kobra beschworen, die euch 5 Sekunden im Kampf unterstützt, jeder während der Dauer von Zorn der Wildnis eingesetzt. Cobra-Schuss erhöht den... Hallo? Den erlittenen Beinen Cobra um 10%. Okay. Stachelpfeil erhöht eure kritische Trefferchance für 8 Sekunden um 3% bis zu 3 mal stapelbar, also 9% maximal. Oder wir können unsere Vögel wieder brauchen. Kennen wir ja eigentlich schon. Ich kann sie einsetzen, wenn es den Gegner tötet, kann ich sofort wieder einsetzen. Und so stellen wir eine Ablenkzeit von 1 Minute. Aber was mich ganz ehrlich gesagt auch noch ein bisschen wundert, wäre wirklich... Aber was ist Zorn der Wildnis? Mit dem Namen habe ich es... Das wäre Zorn der Wildnis. Zorn der Wildtier, oder? Also ich müsste eigentlich wirklich das dann immer wieder einsetzen. Oder es hat 1 Minute 50 Ablenkzeit. Ich glaube, ich gehe wirklich wieder auf meine Vögel. Aber wie das... An einem Kampf nicht geht das nicht. Geht es aber jetzt... Nice, okay, weil die Vögel würde ich gerne wieder besitzen. Die habe ich jetzt noch ziemlich nice gefunden. Dass wir die auch wirklich beibehalten. So, dann machen wir einfach mal gemütlich weiter mit dem nächsten. So, weil die Vögel habe ich wirklich geil gefunden. Aber jetzt haben wir eine Ablenkzeit. Wenn es stirbt, bevor die Ablenkzeit abgelaufen ist, tut es die Ablenkzeit direkt wieder von Anfang an. Ich glaube, das ist schon fast eigentlich das Stärkste von allen. Also empfinde ich jetzt so. Es kann natürlich auch anders sein. Wenn ja, dann schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr denkt, dass es anders vielleicht ein bisschen besser wäre. Und wenn ihr Hinweise oder Tipps habt, wo ich jetzt genau an soll, zum Weiterquesten, da wäre ich auch ziemlich froh. Schreibt es mir doch bitte gerne in die Kommentare. Ich werde mich allgemein darüber schlau machen, werde schauen, dass ich noch ein neues, schönes Interface schaffe. Eben mit neuen Add-ons, da besonders Bagnon, dass wir da irgendwie unsere Beutel beieinander haben. Das wäre für mich natürlich ziemlich wichtig. Und dann würde ich sagen, dann sind wir eigentlich schon auf dem perfekten Weg dran, Richtung Schattenlande zu gehen. Und jetzt will ich auch schauen, dass da wirklich jeden Tag eine Folge erscheint, aber heute war es ein bisschen knapp gewesen, weil ich brauche eben etwa 8 bis 9 Stunden, bis das Video aufgeladen ist und verarbeitet ist. Ich muss jetzt immer schauen, dass ich 2 Folgen aufnehme, also immer einen Tag voraus alles schon gemacht habe. Ich habe jetzt den Fehler gemacht, sollte nicht mehr vorkommen. Sollte wirklich nicht mehr vorkommen, weil ich habe wirklich vor, da weiterzukommen in WoW, auch wenn die Ladezeit so lang geht. Und gleichzeitig bin ich jetzt noch im Wohnungssuche-Stress, weil ich werde jetzt bald zügeln. Also bald zügeln, 3 Monate sollte das Ganze dauern. Und dann werde ich mir eine neue Wohnung suchen, da werde ich dann allgemein besseres Internet haben. Dort wird dann allgemein auch ein Livestreamer stattfinden und so weiter. Also es kommt jetzt noch viel auf mich zu. Ich habe momentan wirklich viel privaten Stress, sage ich einmal. So, wir sind da schon ziemlich gut dran. Ich glaube, wir haben schon alle 8 zusammen und ich habe es nicht mal bemerkt, weil ich so viel am Schnurren bin. Oh, da haben wir 2 Leisten, das brauchen wir gar nicht. Hä, wieso Begleiter freigeben? Wieso Begleiter freigeben? Hallo. Ja, egal, dann müssen wir jetzt mal das da weg tun. Und wie es aussieht, hat es da sogar noch mehrere Quests gemacht und ich nur mich gerade nicht darum kümmern. Ich würde sagen, die machen wir auch gerade noch. Aber zuerst muss ich da meine Tiere wieder haben. Hallo? Wo habe ich da noch die Pfeife? Hä?
Gut, okay. Wir haben sie einfach schon weggeschickt gehabt. Das ist ja völlig in Ordnung eigentlich. Warte, euch muss ich so einfangen. Das hätte man wirklich gerade können alles verbinden, nicht nudeln, aber ich bin wieder so viel im Reden vertieft gewesen, dass ich mich natürlich um den Rest wieder nicht kümmern wollte. Aber es spielt keine Rolle, wir kommen fürs Töten noch ein paar XP mehr über, das sage ich doch auch nicht. Nein, so. Und das mit den Eiern verstehe ich noch gar nicht. Schlagene Eier. Also die einsammeln habe ich verstanden, die sollten wir ja leicht zusammenbekommen. Aber das mit den Eiern habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wo muss ich da Eier einsammeln? Ich muss da irgendwelche Eier noch einsammeln. Wie viel brauche ich noch? Kommt, ich sammle auch gerade mal noch. Ich kann nicht überhaupt so viel aufs Mal sammeln. Ich glaube, das wird schon kritisch irgendwie. So 3 sind schon fast kritisch aufs Mal, wie es aussieht. Und dann bringen wir die jetzt mal gemütlich zurück. Und wie es aussieht, ist Eier im anderen Revier. Okay. Wo war der schon wieder gewesen? Ah ja, im Busch hat er sich versteckt. Stimmt. Muss ich da die abgeben, oder? Hä? Also ich kann jetzt 6 aufs Mal sammeln. Zu ihren Nestern zurückgebracht. Und wo sind ihre Nester? Sind das bei denen? Wo sind die Nester denn von denen? Sind die Nester die da oben? Ah, okay, da raufbringen. Ah, wir haben schon 6 zusammen. Okay, nice. Nice. Komm, dann geben wir gerade noch schnell die Quests da vorne gemütlich ab. Und dann können wir uns gemütlich noch schnell aufmachen, um die Eier zu sammeln. Willkommen. Das sage ich doch auch nicht. Nein, leeren Nester und keine weitere Quest. Kein Problem für uns. Wir machen einfach mal normal weiter. Oh, ah, die sind dann da auf dem Hügel oben. Okay, die hätten wir allgemein gut verbinden können. Da habe ich mich durch das gut gemacht. Wir haben sogar über 1000 Rufverbesserung bekommen, allein, dass wir jetzt das gemacht haben. Das ist natürlich ziemlich nice, so geht der Ruf ziemlich schnell aufwärts. Die befinden sich in dem Fall da hinten, die Eier. He? Okay. Ah, ich sehe da auch schon etwas Leuchtendes. Ja, da ist mein Rädchen gekommen. Aber da hätten wir viel von denen können töten, wie es aussieht. Aber das spielt keine Rolle. Sammeln wir noch ein bisschen mehr XP mit diesen Lölis. So, Ei Nummer 1. Dann können wir da die schnell wegpusten. Seit wir jetzt unsere Vögel wieder haben, finde ich es auch allgemein besser. Jetzt machen wir wirklich wieder differenziell guten Schaden. Diesen Lölis. So, du bist mir im Weg. Abfahren, du Löli. So, Stachelpfeil, D-Pfeil. Wieso greifst jetzt du mir? Wo kommst jetzt du her? Der Löli, du. So. Ich sammle sonst mal schnell meine Eier ein. Dann kann ich da meine Drachenfalken machen lassen. Der ist da eh am Schlafen. Wollt ihr mich jetzt eigentlich veräppeln? Okay, dann kümmern wir uns als erstes um den da. Dann haben wir da 2 weitere. Kümmern wir uns zuerst mal um dich. So, lass meine Drachenfalken schnell machen. Die könnten wir aber noch ein bisschen heilen. Dann kann ich mich da nämlich noch um den Loot kümmern. Dann hätten wir sogar noch ein Ei. Komm, dann lasse ich die wirklich mal schnell machen. So, nice. 3 von 6 haben wir schon. Mein Drachenfalken hat da schon gute Vorarbeit geleistet. So, als nächstes nehmen wir gerade den mal ins Visier. Dann greift mir auch schon der nächste Löli wieder an. Was ist jetzt los? Voll verwirrt gewesen, wie es aussieht. So, la. Aber irgendwie bringt mich das nicht weiter zu den Eiern, egal wie viel ich von denen töte, da wie es aussieht. Komm, den Loot lassen wir jetzt liegen, weil sonst greift mich aber eh schon wieder der nächste an. Ich würde sagen, dem gehen wir jetzt auch mal ganz kurz aus dem Weg. Versuchen wir lieber schnell das Ei da hinten verwischen. Vielleicht rennt noch einer von denen davon. Das klingt nämlich schon ziemlich schmackhaft. So. Nice. Jetzt sind da schon 3. Oh Mann. Man kann da nicht so auf Ninja-mäßig irgendwie einen Weg durchbahnen. Bei diesen Lölis. So, looten wir den schnell. Jetzt sollen sich meine Drachenfalken um den kümmern. Meine Vögel. Du musst mich nicht weiter angreifen. Was machst du mit meiner Drachenfalken? Ich sammle mir da schon mal gemütlich das 5. Ei ein. Dann fehlt das nämlich jetzt wirklich auch nur noch eins. Jetzt müssen wir aufpassen, sonst greift das der von der Ähne noch an. Ah, da ist schon der nächste. Da hätten wir sogar 2 Eier noch am Start. Okay, 2 3 greifen gleichzeitig an. Ich bin da halbwegs am Sterben. Dann müssen wir mal zuerst mal das Leben auffüllen. Ich würde sagen, dann schauen wir, dass wir da irgendwie einen eingefrieren und uns um einen nach dem anderen kümmern. Ich habe da nämlich keine Lust, jetzt gerade zu sterben, ehrlich gesagt. So, la. Ah, da greift schon der nächste Löli wieder an. So, ihr müsst den angreifen. Hallo, Drachenfalken, ich brauche Unterstützung. So, la. So, la. Jetzt müsst ihr aber schnell wieder zu mir kommen, weil wir haben da noch einen eingefroren. Da hinten ist er. Und jetzt müsst ihr zuerst angreifen, weil ich habe keine Lust zu sterben.
Aber das sollten wir irgendwie anbekommen. Es ist aber noch ein bisschen mühsam da mit den ganzen Leben, wie sie jetzt oben noch momentan sind. Ich freue mich jetzt schon, dürfen die neuen Add-ons installieren. Also ich hoffe, es sind auch schon ein paar neue draussen. Und dann werde ich da ein absolut neues Interface machen. Besser als beim letzten Mal. Also ich habe sicher vor, mal ein bisschen etwas Schmackhafteres anzuzaubern. Weil ich habe mir jetzt ab und zu schon mal wieder ein Interface gesehen von anderen Leuten. Interface ist eben das, was man da im Hintergrund sieht, der ganze Bildschirm mit der Fähigkeit und so weiter. Ich habe schon ein paar geile Vorlagen gesehen bei anderen Spielern und ich würde mich gerne ein bisschen an denen mal orientieren. Nicht mehr mit dem Z-Pearl, den ich beim letzten Mal hatte und so. Finde ich auch schön, aber ich glaube, da gibt es eben auch noch bessere Varianten, wie man das Ganze kann. Ja, schön schmackhaft machen für uns. So. Dann schnappe ich mir da schon mal Quest, die wir abgeben können. Dann haben wir das nämlich auch schon gut erledigt. Zack, Quest beenden. Und da würden wir Belohnungen, Eier bekommen. Sprech mit Ausbilder Tong von der Windwärtsinsel im Jadewald. Wir würden dafür einen Questgegenstand bekommen. Blaues, grünes oder... Okay, das bist ja gerade du. Ja, voll okay. Welches Ei wollen wir? Grün, blau oder gel? Komm, nehmen wir das Blau. Das Blau gefällt mir am meisten gerade so. Und dann hat er des Reiters Reise. Kehrt zur Ausbilder Himostorn im Arboretum im Jadewald zurück. Nehmen wir doch liebend gerne an, aber du hast schon irgendetwas anderes mir noch erzählen, wie es aussieht, doch nicht. Und jetzt muss ich gerade mal schnell schauen, wo das Ei gelandet ist. Das ist einfach ein Questgegenstand. Was kann sich im Inneren befinden, aber wo muss ich denn das abgeben? Für was ist das genau? Speziell. Machen wir da mal so automatische Flüge rein. Was ich natürlich auch befürchten ist, dass vermuten ist, dass vielleicht mit Level 36 die nächste Quest kommt, von dort wegzukommen. Weil eben, es ist schon bis Level 35, vielleicht auch noch mit Level 35. Ich hoffe, dass wir automatisch von dieser Insel also von Pandaria weggeleitet werden. Und sonst muss ich mich eben wirklich schlau machen, wie wir genau da wegkommen. Ist alles ein bisschen speziell jetzt gerade momentan. Eben da jetzt plötzlich Level 35. Ich wollte eigentlich in die Schatten landen, aber muss trotzdem dann noch 15 Level machen. Aber ich freue mich doch noch dürfen, das irgendwie anzubekommen. Und eben, wenn ich jetzt wirklich pro Folge 1 Level mache, sollten wir in 15 Tagen durch sein und nachher direkt in die Schattenlande wechseln. So. Da vorne wartet auch schon der nächste Quest-Abgegner. Da findet irgendein Rennen statt. Da würde ich mich aber gerne noch anschliessen. Kann ich da mitmachen? Fragen wir zuerst mal da vorne an. Es kann nämlich gut möglich sein, dass wir für das sogar eine Quest erhalten. So. Blaues Dings, Quest beenden und dann beobachte das Ausschlüpfen eures Eis. Yeah, wir dürfen etwas zum Ausschlüpfen, okay. Normalerweise steht neuen Ausbildenden ein wenig mehr Zeit zur Verfügung. Leider will euer Jungtier nicht warten. Und da lacht er sich schon, ne? Ich hoffe, ihr arbeitet hart, Schweizer. Ein Wolkenschlange groß zu ziehen ist schwierig. Es beginnt. Okay. Oh mein Gott, jö. Da schlüpft etwas. Komm, wackel, komm raus. Zeig dein Köpfchen. Komm. Was ist... Jö. Das ist jetzt unser. Ah, und darum die verschiedenen Farben. Wir hätten können entscheiden, welche Farbe unser Drache hat. Ich muss sagen, ich bin mit Blau total zufrieden. Dann macht er noch einen richtigen Surli. Jetzt haben wir zuerst mal einen Hund gehabt als Topform und jetzt haben wir sogar noch einen Wolkendrache. Auf Schweizerdeutsch gesagt, oder? Nicht Wolkendrache, sondern Wolkendrache. Dann würde ich sagen, dann haben wir ein neues Haustier. Ich weiss jetzt nicht genau, wie wir das mit handhaben, ob das jetzt ein Kampfhaustier wird oder ob das einfach... Komm, wir einfach mal Quest beenden, vielleicht erfahre ich dann mehr. Quest beenden! Oh, mehr haben wir da nicht zu sagen. Da hinten gibt es dann einfach noch eine tägliche Quest. Euer Jungtier! Fang! Gefrieren Amulett. Brauche ich aber kein. Komm, das lassen wir jetzt einfach mal noch stehen, die tägliche Quest. Außer wir wollen uns um die kümmern. Gute Frage, schwere Frage, aber ich hätte jetzt mal gesagt, wir machen uns so Stufe mal über zu dieser Quest über, und zwar kommt zurück. Ich würde sagen, das wäre schon ziemlich gut. Haben wir denn da irgendwo einen Flugplatz? Dann kann ich nämlich mich in Ruhe... Da einen. Alles klar, dann kann ich mich nämlich schon mal in Ruhe darauf konzentrieren, ein paar andere Sachen machen, weil da müssten wir nämlich zum Flotschhügel. Und jetzt würde ich eben nochmal schnell gerne schauen. Wir könnten da hingehen. Bei dem da nicht. Bei dem hat es keine Quests, wo wir einsteigen können. Bei dem da, bei dieser Kultiras. Nein, da bin ich jetzt gewesen. Bei dieser Insel hätten wir Anfangsquests. Wie man da sieht, oder? Verfügbare Quests. Aber die Frage ist, wie komme ich denn am besten an? Also am besten müssten wir mal schnell nach Dalaran. Aber jetzt irgendwie da komplett da drüber fliegen, glaube ich, ist noch irgendwie dumm. Und ich weiss nicht, wie man von Pandaria weg, ehrlich gesagt, wegkommt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin noch nie wirklich auf Pandaria gewesen. Ah, das ist ein Dungeon. Oder ein Raid sogar. Aber die Frage ist, ob ich da einfach drüber fliegen soll. Aber ich weiss nicht, ob das überhaupt zulässt mit dem Wasser oder ob man dann sterben vor Erschöpfung. Darum wäre die Frage, wie komme ich am besten von dieser Insel runter?
Hat es denn da nicht irgendwie Bötchen gehabt oder irgendetwas? Gar nichts. Wir sind ja einfach... Doch da, Portal nach Orgrimmar. Das heisst, am besten wäre es, wenn wir dann da nach Honigtau gehen und von dort aus dann das Portal nach Orgrimmar brauchen und dann in Orgrimmar selber dann schauen. Könnte ja sein, dass man jetzt sogar anzeigt, ob wir da jetzt Quests haben. Jawohl! Missionsrichtlinie für verfügbare Quests. Also ich würde jetzt sagen, wir machen uns zuerst mal noch ab da an, wo wir jetzt unterwegs sind. Zum Kampf zurück und danach schauen wir dann weiter, ob wir nach Orgrimmar gehen oder ob wir dann da noch ein bisschen questet. Und sonst machen wir uns zurück nach Orgrimmar und ab in Richtung die neue Insel. Weil mich nimmt es ziemlich Wunder, was jetzt als nächstes wird kommen oder wie wir genau geleitet werden jetzt in Shadowlands. Weil beim anderen kenne ich es, ich habe nebenbei dann sowieso noch Charakter auf 120 gezogen. Aber das jetzt, das mache ich wirklich nur mit dem Charakter. Ich habe mir gesagt, mit dem mache ich Shadowlands, sonst mit keinem anderen Charakter. Darum werde ich noch ziemlich gespannt drauf sein, was dann voraus, was noch passieren würde. General Natzgrim, wir sind schon wieder da. Komm zurück, Quest beenden und Level 36 haben wir erreicht. Nice, wir sind ziemlich fleissig und schnell unterwegs. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir lernen jetzt mal die Quest komplett aus. Und ich würde sagen, wir haben ja gesagt, 1 Level pro Folge und wir haben, wie es aussieht, jetzt das Level ziemlich schnell erreicht. Also wir kommen da trotzdem schnell voran, obwohl es erst noch bis Level 35 ist. Ich würde sonst mal sagen, komm, weißt du was, wir fliegen jetzt noch schnell über dort zum Orgrimmar-Portal. Dann haben wir das nämlich erledigt. Das sollte sich ja ganz oben befinden. Und dann fliegen wir noch schnell dort hin. Ist doch gleich, dann geht das halt ein bisschen länger. Jetzt wird sich, also wenn es uns nicht interessiert, jetzt werde ich allgemein nur ein bisschen rumblabbern und mich auf den Weg machen zum Portal nach Orgrimmar. Und dann machen wir nämlich im Portal Schluss für heute. Also für die Folge. Und dann schauen wir dann nämlich weiter. Und ich schaue, dass ich mich komplett gut ausgerüstet habe, bis in die nächste Folge. Mit neuen Add-ons und überlegen, wie wir genau vorgehen. Und dann werde ich, ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir jetzt gerade momentan machen können. Und dann freue ich mich doch darauf, weiterspielen. Ich will mich jetzt darauf konzentrieren, WoW immer einen Tag voraufnehmen und vielleicht sogar wirklich immer früher aufladen. Also dass es vielleicht am Nachmittag kommt oder um 4, 5. Jetzt ist aber meine Videos immer so auf die 8, 9 gekommen. Das hat halt viel damit so, weil ich am Morgen auch meine Sachen muss erledigen und meine Aufgaben muss nachgehen. Und ja, das ist ja, naja. Also wenn ihr allgemein irgendwelche Fragen habt, schreibt es liebend gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie liebend gerne. Dick-Icht. Dick-Icht, also das ist einfach ein geiler Name. Aber ein ganzes Orgrimmar-Lager, warum auch immer. Ich glaube, das sind wir schon mal gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Also das Hordenlager, nicht Orgrimmar-Lager. Und wir sind noch 41 Minuten lang ein Skelett, das müssen wir ja sowieso auskosten. Wenn wir das schon brauchen können. Da vorne sollten wir den Lamsmin Honigtau sein, dann können wir uns mal das Portal suchen und dann ab Richtung Orgrimmar. So. So, wo befindet sich das etwa? Gerade unter uns langsam, hä? Irgendwo da unten. Ich übernehme mal wieder die Verantwortung über das Lenken. Aber es sollte eigentlich gerade da. Alles klar, haben wir gerade gefunden. Nice. Let's go. Let's go. Ab nach Orgrimmar. Da sind wir schon lange nicht mehr gewesen. Horde, wir kommen. So, dann sind wir da nämlich in Orgrimmar angekommen. Jetzt zeigt es mir an, ich soll da durchgehen, aber das ist... Mir zeigt es an, ich soll da rein. Das ist die Jadewald. Da würden wir nach Dalaran kommen. Portal nach Dalaran. Dort habe ich auch gesehen, hat es noch Quests für uns. Aber ich würde sagen, wir haben ja da vorne gesehen, hat es so eine... Die Quest da für uns, und zwar Missionsrichtlinie. Und die sind ziemlich interessant. Ich habe das Gefühl, das ist die uns am nächsten Ort führen. Und darum würde ich sagen, dann würden wir die jetzt als nächstes annehmen und mal anschauen, wo das also als nächstes geht. Wenn das überhaupt für die ist. Wir haben da wirklich mehrere Quests auf Lager. Einmal da eine haben wir Quests. Die Frage ist jetzt, was ist Chromie? Level 13, Level 5. Mann. Ziemlich interessant. Ist nicht da drinnen denn die nächste Quest, die wir annehmen müssen? Nicht, hä? Wo war denn die gewesen? Also vor dem Gebäude, Missionsrichtlinien. Also sie müsste eigentlich da vor dem Gebäude sein. Ist sie von ihm? Raus damit! Maskierter Weißmatrone, eine Zeit zum Feiern. Ich wollte jetzt nicht feiern, ich wollte jetzt eigentlich einen weiteren Weg finden. Erfahrt eure Mission vom Kriegshäuptling Sylvanas Wildläuferin in Orgrimmar. Annehmen! Ich habe irgendwie das Gefühl, das hat dann mit dem da drinnen zu tun. Aber wisst ihr was? Ich habe das Gefühl, da könnte auch noch eine kleine Sequenz auf uns warten. Und ich würde sonst sagen, jetzt haben wir uns ja schon mal auf Orgrimmar gewagt und dann würden wir schauen, was als nächstes auf uns wartet mit der lieben Sylvanas, unserer Kriegshäuptling. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten, ich hoffe, es hat Spass gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, Runde World of Warcraft mit eurem Schweizer. Danke vielmals und ciao!